Hallo und herzlich willkommen zurück bei dieser lauten Musik und... Alter, wo ist der... Wo ist der Typ, der geschossen hat gerade? Oh Mann. Wo sind die Leute? Oh. Ja, ich bin ja dran. Ich versuch's ja. So, einer weniger. Und noch einer weniger. Und noch einer weniger. Nö. Aber ich muss rasch ein bisschen warten. So. Da oben ist noch einer. Stirb! So, Kopfschuss. Jetzt. Wo ist denn der? Ah. Scheiße. Was der kann ich auch. Ah. Verdammt. So, jetzt. Ich überlasse dir die Ehre. Warte, wo? Moment. Für mein Portfolio. Mach weiter. Ui, 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 ui. Folgen Sie T-Bone zum Boot, okay. Bleib stehen, was rennst du so? Der hat gar nicht zugeschaut, ist einfach davon gerannt. Und schwapp. Und schwapp. Da unten ist das Boot. Im Bootshaus natürlich. So, wir fahren jetzt mit. Entkommen Sie T-Bone. Mit T-Bone aus Bandi. Ja, da sind wir doch schon einmal hier durchgefahren. Der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brote wie Mount St. Helens, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nikki. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Sehr gut. Zurück zum Bunker. Oh, muss ich gar nicht fahren. Teleportiert es mich gleich, oder wie? Ist auch okay. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen Bytes Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? In
Industriespionage, korrupte Bullen, große Explosionen, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Ich dachte, in diesem Spiel seid Models Kleines. Nein, ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Ah. Enchanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er? Weiß nicht, er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drin steckst. Und zwar alles, sonst entschlüssel ich einen Scheißdreck. Also, Damien und Blue? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache. Ey, Hör mir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten. Du entschlüsselst sie. tja, dann hast du jetzt ein Problem. Hey. Wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt deine Verschlüsselung. Wir brauchen Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Endlich, bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Danke. Akte 3 für das Portfolio. Mission beendet. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir in Iraks Festung einzudringen und Jordi... Tja, Jordi macht, was Jordi so macht. Okay, sehen wir, was Irak da beschützt hat. Alles klar, und haben wir da auch einen Zielpunkt dazu? Jetzt kommt er. Verdammt warst du? Orny. Herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du rätst nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein! Na komm, bitte! Ich hab keinen Namen! Du verstehst nicht, ich bin erledigt! Ich kann's nicht stoppen! Ich sehe ständig dieses Mädchen! Und sie sieht mich einfach nur an! Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Pierce, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, ich werde da sein. Ich bin jetzt schon da, gleich. Hui. Oh. Ist es da oder ist es da? Zurück zu Ich Power würde sagen hier. Der Geschäftsmann Lucky Quinn beehrt uns heute im Studio. Weg da! Ei, ei. Ich hatte gesagt, Bandenmitglied als Jugendlicher, Gerüchte über den Chicago South Club. Oh Mann. Oh. Hö. Hö. Ei, ei. So. Wir starten gleich die nächste Mission. Akte 3 mit allen nötigen Mitteln. Kein Bedbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit.
Betreten Sie Rossi Freeman. Mal wieder. Frage ist nur wo. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Den Typ hab ich. Oh Mann, hast du das Oh, habe ich eigentlich noch irgendeine Waffe? Scheiße. Nicht viel, aber etwas ist noch da. mich am Arsch. Ich hab nen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. IREC hat eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute. Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Alter! Nachladen. Wie komme ich da rein? Das ist ja brutal. Ei. Einer weniger. So, ohne Handgranaten und ohne Munition. Es geht los. Scheiße. Bringe ich denn auch Säuge down? Ohne Handgranaten und anderem Zeugs. Jetzt ist er down, okay. Hö! Deckung! Muss irgendwie die Scharfschützen loswerden. Ja, die. Ah, verdammt! Stirb! Ich glaube, jetzt sterbe ich gleich. Wenn die von vorne noch kommen. Und sie nicht. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, du hast den leichten Job. Ich habe den leichten Job, hallo? Weiß ja nicht. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ah, da komme ich nicht hin. Keine Muni mehr. Jetzt. Ich muss da irgendwie weiter nach vorn dringen. So. Stirb! Kopfschuss, sehr schön.
Oh! Das war jetzt fies. Für das kommst du dran, mein Junge. Alle zusammen. Scheiße, jetzt ist die auch noch leer. Mit der Pistole in diesem Falle. Ach, wieso nicht? Greifen wir mal wieder zur Pistole. So, eine weniger. Und weg. Sehr schön. Alles frei, alles weg. Gibt's ja gar nicht. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja, ich habe den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir es aus. Stromausfall. Herstellen. Blackout. Wie macht man das? Ach so. Ist offen. Du kannst uns sehen. Pass auf dich auf, Aiden. Jö, sie passt auf mich auf. Und Musik. Ziemlich laute Musik. Kopfschuss. Komm, zeig dich. Zeig dich. Boah, der hält auch alles aus. Ey. Was? Was? Von wo wurde ich jetzt getötet? Das wäre noch spannend, wenn man das angezeigt bekommt, aber ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Watch Dogs. Tschüss.